Servus und Habidere zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast und heute zu einer ganz speziellen Folge, und zwar haben wir wieder einen Stargast dabei, und zwar den Dead Richie Geen von der Kapelle Bloodsucking Zombies from Outer Space. Servus Richie. Hallo, grüß euch. Danke, dass ihr mal wieder dabei seid, ja. Immer gern. Viel zu lang ist her und der Kani ist auch mit dabei. Servus Kani. Ja, ich hab bei deiner Anmoderation gar nicht gewusst, wenn du jetzt von uns zwei meinst. Nein, aber mich freut es auch, Richie, dass du da bist. Wir haben ja, glaube ich, damals bei Trick or Treat ausgemacht, dass wir uns durch das Genre Metal-Horror-Filme durchpodcasten. Genau, Heavy Metal Horror. Genau, darum haben wir uns jetzt halt heute wieder mal getroffen. Und was für einen Film hast du dabei, Richie? Deathgasm. Also bei dir dabei, dann hast du ausgesucht, gell? Seien wir ehrlich. Ja, okay. Aber jetzt weiß ich nicht, Männer, habt ihr das Intro angeschaut von der Blu-ray? Ja. Wisst ihr es nicht, wie man Deathgasm ankündigt? Das stimmt auch wieder, ja. Aber der Richie müsste jetzt eigentlich eine growlen, weil er ist der Sänger. Eigentlich schon. Ja, aber ich kann das nicht. Kannst du nicht. Aber der Mike ist auch gut. Genau, wir reden heute über Deathgasm. Dass wir den Film auch gebührend ankündigen. Du musst es aber eigentlich noch mit einem neuseeländischen Akzent sagen, weil die sprechen das Dice ein bisschen komisch aus. Der ist bei mir ein bisschen eingerostet, leider. Bitte. Wann hast du den zum ersten Mal gesehen, den Film? Hast du im Kino erleben dürfen? Ich nicht, nein. Also ich habe ihn 2015 gesehen, wie er rausgekommen, oder war das 15 oder 16, wie er auf Blu-ray halt rausgekommen ist? Ja, ich glaub 16 oder 15 war noch die kleine Festival-Tour. Ich glaube auch, und 16 ist er dann zum Kaufen gewesen. Also ich habe den Kauf, wie er rausgekommen ist, da habe ich gesehen. Ja. Und wir haben ihn, glaube ich, damals im Hardline gesehen, oder? Ja, genau. Der Mann hat sogar einen Publikumsaward gekriegt, oder? Ja, genau. 2015er Hardline. Eins der stärksten, muss ich sagen. Ah ja, also da haben wir schon oft gesagt, also das 2015er Hardline war schon, da ist es rumgegangen. Da haben wir so Kandidaten dabei gehabt wie Dead Snow 2 und ich glaube sogar noch der Green Inferno und so, also da war einiges an so große Neuheiten geboten. Ja, da ist Leinwand ausgelaufen. Aber ich hab mir, als ich mir jetzt Deathgasm angeschaut habe ich mir irgendwie die ganze Zeit so stark wieder an unser Gespräch von Trick or Treat schon wieder erinnert gefühlt. Die Typen treffen uns wieder mal so mit der Faust aufs Augen, wie man sich als einzelner Metal auf irgendwo fühlt, wenn man unterwegs ist, wo nicht viele Leute gleichgesinnt sind. Ja. Aber da finde ich so richtig, also ich habe mich da teilweise sehr an die Jugend erinnert gefühlt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer ausgekommen bin, aber andere haben da ganz schön auf die Nuss oft einmal gekriegt, für das lange Haare gehabt haben. Ja. Aber du hast über Deathgasm jetzt an deine Jugend mehr erinnert gefühlt, oder? Aber bei mir war es eben Ragman Trick or Treat. Das merke ich schon. Das Feeling habe ich bei Deathgasm nicht. Mhm. Weil, wie gesagt, also bei mir war halt 80er Jahre eher und das ist halt so, ja. Also dafür bin ich zu alt. Da ist der Mike eher dran bei dir. Nein, ich schließe mich aber beim Kani an. Also, mir ist eher so gegangen. Und die Parallelen zwischen den zwei Filmen sind schon Wahnsinn. Also, die mit den Außenseiters auch und abseitige Musik hören und von anderen Leuten für blöd angeschaut werden und so, das ist schon sehr viele Parallelen da. Aber dafür die heißeste Schnitte von der ganzen Schule mitnehmen. Alter Schwede. Kimberly Crossman. Ein Gerät. Für das habe ich auch bei Metal gehört, aber leider hat es bei mir nicht funktioniert. Ja, aber es bedient halt auch voll die Leute, die halt am Land und so aufgewachsen sind. Da war es halt echt so. Also in meiner Jugendzeit war es halt auch so mit langen Haaren und Ohrringen und so, war es halt bei der Außenseite und beim letzten Mal auch schon erzählt. War es halt genauso. Aber so scharfe Mädels hätte es jetzt an meiner Schule nicht gegeben, glaube ich. Könnte ich mich jetzt nicht erinnern. Also da ist der Film ein bisschen eine gewisse Unschärfe zur Realität. Aber man muss halt schon sagen, ich habe mir jetzt Deathgasm vor kurzem erst nochmal angeschaut, er bedient halt auch wirklich aber jedes Klischee. Und zwar volle Kanon. Es war mir jetzt, muss ich sagen, beim zweiten Mal schauen schon fast ein bisschen zu viel. Also er hat mir beim ersten Mal schauen besser gefallen als jetzt beim zweiten Mal schauen. Mhm. Aber weil es mir ein bisschen zu arge Klischee-Watschen war und ein bisschen sehr, wie soll man sagen, obvious war. Ja, ich muss da gerade, ich habe mir das beim ich habe jetzt, glaube ich,
das 4. oder 5. Mal schon gesehen, weil ich liebe den Film wirklich. Und ich mag ja gerade dieses, das ist ja schon fast so eine Karikatur vom Metal-Leben in der Jugend, was dieser Film darstellt. Und gerade das mag ich, weil er halt wirklich bei uns Kandidaten umeinander gerannt sind, die sich genauso asozial wie der Carsten, da sein großer Freund, mit Namen bin ich wieder ganz gut unterwegs, der Zack. Diese Vollproleten, die sind bei uns auf ein paar Festel rumgerannt, wo ich gedacht habe, wow, wirklich wie bei uns vom Dorffest ausgenommen und in diesen Film eingestellt. Ja. Absoluter Vollproleten-Metal-Bauer, der später dann trotzdem mit dem Bullock wieder umeinander gefahren ist. Oder dann mit Beutel und Filmemacher im Wald und mit Corpse Paint und so. Da wissen wir auch ein paar so Kandidaten, gell, Conny? Da haben wir auch einige, ja. Genau. Die fahren durch den Wald und dann sehen sie einen toten Baum und dann hängen sie schon drin und machen Fotos und Instagram cleart wieder. Aber das ist ja so, da habe ich irgendwie gelesen, das ist ja so eine Anlehnung an dieses komische Immortal-Video. Ich habe leider Immortal nie gehört. Oder nicht ausgiebig gehört, aber gibt es anscheinend auch so ein Video von denen, wo es im Wald stehen und da heißt immer, das ist so eines der schlechtesten Musikvideos, die es gibt. Und also gerade für Black Metal ist das natürlich ein super, super verbreitetes Stilmittel, dass sie mit Corpse im Wald mit irgendwelchen Schwertern und Rüstungen umstehen und dann ihre Musikvideos dran. Das war ja, glaube ich, ein 90er Black Metal Blaupause dafür auch. Absolut, ja. Und ich habe in der Band, da habe ich recht lachen müssen, weil ich habe damals eine Bekannte gehabt, die haben auch eine Band gemacht, also Black Metal Band, und die haben sie Frosttod, haben sie genannt. Und es war dann wie bei dem Videodreh, wo dann der andere auf dem Boden unten umeinander am Schwert wächst. So war das bei denen nämlich auch, dass einen dabei gehabt haben, der hat eigentlich eher so Bock auf Grindcore geblödelt gehabt und sie wollten halt so ganz true Corpse Paint in der Fresse haben und er wollte sich unbedingt einen Schwanz ins Gesicht malen und da gab es dann ein paar Diskussionen, bei denen 1, 2 Live-Auftritte, die es gehabt haben, dann haben sie sich leider vom Bassisten trennen müssen, weil das war nicht true genug. Ja. Aber es ist keine Schminke, es ist Corpse Paint, das ist auch wichtig. Ja, also der andere, der hat ein Kiss-Make-up drauf gehabt, gell? Ja, das stimmt auch, er hat ausgeschaut wie eine liebe Miezekatze. Genau, der hat das Peter Chris Make-up Genau. Ja, aber das ist generell auch schön, dass er halt mit die zwei unter Anführungszeichen größten Loser-Freunde dann die Band startet, bis halt dann der Zack dazukommt, die ja beide jetzt überhaupt nicht nach Metal ausschauen und auch sie dementsprechend daneben benehmen im Video. Ja. Aber der eine von ihnen hat dann ein Bad Taste T-Shirt an, das ist natürlich auch. Das ist, stimmt. Dafür gibt's Props. Also Referenzen gibt's ja in dem Film Tausende, also auch an andere Filme oder an Musik. Allein schon wenn sie im Plattenladen sind und schauen da mit durch und da kommen so Scheinbar aus wie Autopsy oder Devorment oder so, das ist halt dann schon, wenn du in der Szene ein kleines bisschen gerade auskennst, sagst du schon, ja, da haben die großen Namen haben schon vorhanden. Ja, alles ist da drin. Also wenn du extrem Metal-Fan bist oder Metal-Fan bist, ist der Film ein komplettes Gusto-Stückerl. Allein die Plakate, die im Zimmer hängen, welche Platten es ja ihr dann gibt und so. Ich würde jetzt nicht vorgreifen, aber da habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ein Punch and Stench CD dabei ist, weil das der österreichische Pioniere im Death Metal sind. Band, die ich auch sehr gern mag. Wie sowieso mit dem besten Plattencover von einer überhaupt, mit der Dirty Rhymes. Ja, großartig. Also das sind schon viel, wie soll man sagen, also viel Fans, viel so Easter Eggs versteckt und so. Ich habe jetzt, weil ich da doch gegoogelt habe, es gibt auch Fotos von der Battle West vor allem, damit man genau sieht, welche Patches er da überall rum hat und so. Es wurde auch analysiert, noch und nöcher, glaube ich. Ja, es ist ja der Regisseur, der Jason Howden, hat gesagt, dass das halt auch stark anscheinend ein bisschen so biografisch ist von ihm, weil er halt auch so in den jungen Jahren ein bisschen so Außenseiter war, der mit Metal umeinander gerannt ist. Und ist ein wenig halt anscheinend auch sein eigenes Leben, bis auf diese Dämonensache, hoffe ich mal, erzählt. Darum hat er den Film anscheinend auch machen können, weil der ist ja finanziert worden über ein Gewinnspiel, Show Me Your Horror Movie oder wie auch immer dieses Gewinnspiel da geheißen hat, wo dann 200.000... Make My Horror Movie hat das geheißen. Ja, genau so. Und da hat er 200.000 Dollar gewonnen und sie haben dann so gesagt, er war so euphorisch, als er die Geschichte von dem Film verzeiht hat, dass er heute so der ganz klare Sieger war für diesen Film. Und ich finde, das merkt man bei Deathgasm von der ersten bis in die letzten Minuten eben durch das, was der Richie vorher gesagt hat, auch mit diesen ganzen Klischees, dass er halt wirklich, dass da halt einer dabei droh war, der das, glaube ich, selber gelebt hat. Das sehe ich also. Ja, auf alle Fälle. Also du merkst, es ist ein Film von einem Fan für Fans. Ja. Also sowohl musikalisch als auch was Filme angeht. Und du musst, glaube ich, also vor allem dieses Metal-Dasein, das, glaube ich, musst du erlebt haben, damit du das so erzählen kannst. Auf jeden Fall. Als normaler, was weiß ich, der in der katholischen Landjugend umeinander gelaufen ist, kannst du das, glaube ich, nie mehr nachfühlen und nachvollziehen, was da eigentlich abgeht.
Ja. Ja, aber dann magst du so einen Film nicht. Das kommt auch noch dazu, ja. Der war auch nicht schlechter Film, wenn sie so komische Musik hätten. Genau. Aber es hat ja zu der Zeit gar nicht einmal, hat's ja einige so Filme gegeben, die sich mit dem Black Metal Genre, dem Extrem Metal Genre beschäftigt haben. Jetzt nicht im Horrorbereich, aber so Happy Metal, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, den habe ich ja sehr gut gefunden. Drum, da hat es ja so um 2015, 2016 herum hat es 2, 3 Filme gegeben, die so von der Art her waren, wo dieses Genre oder diese Subkultur von Black Metal und Extrem Metal irgendwie aufgegriffen worden ist. Ja, da war noch der Heavy Metal Trip, oder? Wo sie auf Wacken fahren wollen, glaube ich, zur Zeit. Und dann gab es noch das eine Drama mit dem Metalhead, genau, ja. Mhm. Der, glaube ich, ist auch so zu der Zeit rausgekommen, das stimmt. Der Hescher geht dann noch wegen in die Richtung, oder? Der wer? Hescher heißt der, mit dem... Den habe ich nicht gesehen, mit dem Gordon Lewitt. Ja, genau. Sowieso. Nein, den habe ich auch nicht gesehen, den kenne ich auch nicht. Den habe ich auch nicht. Der ist sogar gewesen dann, oder? Bei die weibliche Hauptdarstellerin ist der ziemlich groß. Ja. Aber ist wurscht. Ist egal. Ist wurscht. Er ist unrealistisch auf alle Fälle. Der ist Käse realistischer. Auf jeden Fall. Es ist ja ein australischer Film und wenn man an Australien denkt, muss man, oder Australien und Horror, oder Neuseeland, sagen wir so, Entschuldigung, Neuseeland, muss man zwangsweise an Braindead denken und da haben wir auch noch einen Querverweis oder eine Verbindung, weil dieser... Ja, der hat bei Herr der Ringe kackelt. Genau, der war bei dem Vita-Workshop, war der da bei Vita Digital und genau, also da haben wir schon wieder einen Haufen Sachen, die genau zusammenpassen. Ja. Ja, ich glaube, das Bad Taste T-Shirt war jetzt auch nicht unbeabsichtigt im Film. Also ich bin mir relativ sicher, dass der mit Peter Jackson ein paar Gemeinsamkeiten hat. Das kann man sich vorstellen, auf jeden Fall. Und allgemein finde ich den Film, der hat halt auch voll den Evil Dead Touch, finde ich. So unbeabsichtigt, halt nicht durch Lesen, aber dafür durch Musik spielen, Dämonen beschwört und dann muss man da sich ein wenig durchmetzeln. Kamera ist ganz brutal, vor allem wenn die Kamera direkt auf die Augen so hinfährt und die Kamera immer so schräg ist, so Touch Angles und so, also die Parallelen sind Wahnsinn. Habt ihr seinen zweiten Film dann auch gesehen? Der mit dem Daniel Radcliffe habe ich nicht gesehen. Wie heißt der? Guns Akimbo. Ja, natürlich. Wo sie an Radcliffe die Gnade anhängt. Also, er bleibt sich auf alle Fälle treu, der Regisseur, und darum freue ich mich jetzt auch schon riesig, dass es Deathgasm 2 wirklich durch das Crowdfunding geschafft hat. Hat er es geschafft? Ich hab das total aus den Augen verloren. Ist durch, ja. Die hätten 300.000 als Ziel angegeben gehabt und ich glaube 330.000 ungefähr haben es gekriegt und hat geheißen, dass es jetzt Anfang 2024 in Produktion geht, die ganze Gaudi. Der Deathgasm 2 Gormageddon. Gormageddon. Cool. Ja, der Name ist schon wieder Weltklasse, da bin ich wieder Feuer und Flamme. Und weil du sagst, Daniel Radcliffe, ist eigentlich das aufgefallen, dass sein blonder Spätzl einfach ausschaut wie der Daniel Radcliffe im Blond? Ja, ich habe nicht mehr wegschauen können. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, er holt jetzt dann irgendwann seinen Zauberstab raus. Nein. Ich habe mich fertig gemacht, dass einer so ausschaut, wie der Daniel Radcliffe. Und dann im zweiten Teil, also wahrscheinlich war es sein Muse, darum hat er ihn im zweiten Film dann mitgenommen. Ja, möglich. Was für mich ein Riesending dann, jetzt haben wir so ein bisschen rumgeschmerzt über das Allgemeine, aber was sagt ihr das Blätterei von dem Film? Ich finde die Effekte, das alles geil. Ja, auf alle Fälle. Also es ist halt handgemacht, es ist nicht CGI, es ist schön oldschoolig, auf einem, finde ich, durchgehend hohen Niveau. Oh, voll, ja, der Kehlenschnitt von dem ersten, der Ricky, oder wie der heißen, Ricky Deggers oder so, der Sänger. Genau, wo er dann den Text, also dieses ja, da wo sie gar nur, wenn es aufschneiden und dann hängt er mit Luftröhren oder sogar mit aus, also wow, geil, richtig widerlich. Mag ich. Wobei mir teilweise ein bisschen viel Leerlauf dazwischen hat, dann zwischen die Szenen. Also wenn es rund geht, geht's rund, und schaut auch wirklich geil aus, da schließe ich mir auf jeden Fall an, aber mir hat ein wenig Leerlauf dazwischen. Ich kann ruhig noch ein wenig saftiger sein. noch mehr Splatterei meinst du, oder? Ja. Ja, er kann mehr haben, aber ich finde, dass da die Figuren an sich so gut passen, dass man nicht langweilig geworden ist. Nein, langweilig auf keinen Fall. Ich meine, dazwischen mit dem Film, mit dem Videodreh rüber zu dem, dass er dann mit der Kimberly auf der Bank sitzt beim Eisessen. Also die Szene finde ich so geil, wenn es da hochgeht, er mit seinem scheiß Corpse Paint. wenn er da CDs gibt zum Aussehen, sie so, Analfotze, ach, die lieber nicht. Das ist Englisch kann. Ja. Habt ihr den auf Deutsch angeschaut? Ich kann mir den auf Deutsch nicht anschauen, ich schaue nur auf Englisch. Also, ja, ich habe auf Deutsch geschaut. Wir haben ihn damals im Adler auf Englisch gesehen. Analfotze, sagt sie da? Ja, sie sagt Analfotze. Wow. Und Ding Cattle Decapitation ist auch dabei, oder? Das Cover, wo die Kuh den Menschen ausscheißt. Ich muss aber sagen, noch mit zur Synchro. Cattle Decapitation und dann kommt gleich Punch and Stage. Genau.
Aber ich muss sagen, also die Synchro ist stark geworden. Also ich habe dann am Anfang, ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal jetzt wieder gesehen, Seiten-Hardline. Ich habe seitdem nicht mehr gesehen gehabt. Ja, kein Scheiß. Und wie ich dann das Logo von Tiberius Film gesehen habe ich schon das Schlimmste befürchtet, synchrotechnisch. Aber da haben die sich wirklich einmal 20 kosten lassen, weil der Film wirklich stark synchronisiert ist. So ist mir auch gegangen. Ich hab eingeschmissen und ich habe die Blu-ray schon 3 Mal drinnen gehabt und dann denke ich mir so, fuck, Tiberius, hast du das überhaupt nicht mitgekriegt, dass der so ein scheiß Synchro hat? Und dann fangen so zum Schmerzen und so, oh Gott, das ist anscheinend wirklich der einzige Film, den Tiberius jemals ordentlich synchronisiert hat. Ja, der Ding, Devil's Rejects war ja auch stark, den kann man auch lassen. Der ist auch von Tiberius. Ist der auch von Tiberius bei uns? Okay. Ich meine schon. Ja, vielleicht ist er erst nach 2015 hat Kohle für Synchros ausgegangen, weil danach ist er nur noch Scheiß. Danach, das ist als da so am Scheiß aus eine Schmerzen von der Qualität. Schrecklich. Ganz grausam. Also da bin ich noch von alten VHS-Zeiten Leute geprüft. Also wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich Originalton. Ist mir dann, also gerade wenn es Englisch ist mir das lieber. Aber dann habt ihr den Anfangsgag auch nicht dann ganz checkt, weil die haben ja einen ganz heftigen Akzent. Also Australier oder Neuseeländer reden ja ganz ein bisschen anders Englisch als wir Engländer oder Amerikaner. Und die sprechen eben dieses Deathgasm ganz eigen aus. Das klingt seltsam irgendwie. Ein paar Worte, wo du halt voll merkst, das ist halt der Slang. Mhm. Okay. Das fällt dann natürlich mit der Synchro nicht auf. Nein, natürlich, das ist da dann komplett weg gewesen. Was war das denn für ein Gag da am Anfang? Na eben, dass weil der Mike gesagt hat, Deathgasm gegrölt hat und gesagt, aber du musst es so machen wie er. Und das klingt halt irgendwie so Deathgasm. Okay. Das klingt ganz eigen. Ich schaue mir an. Der Regisseur, der schmerzt da, glaube ich, noch auf Englisch, oder? Da ist er, glaube ich, auch das Intro ist er, glaube ich, auch auf Englisch eingeschmerzt, oder? Das ist nur mit Untertitel. Ja. Müssen wir noch mehr aufpassen auf diesen Akzent. Ich habe mir dann auch irgendwie das Making-of noch mal angeschaut, wo sie darüber reden, dass sie ihn eigentlich ein Gorgasm nennen wollten. Und den Titel gibt es jetzt schon. Kennen Sie den? Gorgasm? Nein. Boah. Also den habe ich da irgendwo stehen, die alte VHS davon. Gorgasm. Das ist halt ein recht entschuldiger Amateur-Horrorfilm Amerika. Okay. Gorgasm. Aus den 90er oder was? Ja, ich glaube früher 90er. Golden Age of Homemade Gore, oder? Genau, ich glaube, der Charles Balloon hat dann irgendwie in den Deep Red Gore besprochen und da ist er ein bisschen über international bekannter geworden. Also man hat ihn bei uns halt erkannt vom Titel her, dass es den gibt und weil es ein sagenumwobener Film wie ich dann gehabt habe, war ich recht enttäuscht, weil da nicht viel los ist eigentlich. Aber mit dem Titel muss man halt haben. Mir ist letztes Mal erst so gegangen, weil wir gerade bei diesen 90er-Filmen sind, Killing Spree. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aus den 90er oder End 80er, Anfang 90er. Der war unterirdisch. Und ich habe mich so gefreut, das war so ein Titel, den ich damals schon in der Movie Star in diesem legendären Mittelteil allerweil gesehen habe mit dem geilen Cover. Aber der Film selber war dann ernüchternd. Ist das auch so ein Homemade-Splatter gewesen, oder? Ja. Okay. Ja. Ich habe jetzt gerade überlegt, aber den wir da im Shivers gesehen haben, der hat anders gehört, der hat glaube ich nur Kill Spree geheißen, oder? Kann das sein? Mit dem Typen von Stranger Things. Ja, wo der im Auto rumfährt. Nein, der hat nur Spree geheißen. Ah, genau. Wo der im Auto sitzt und Leute umbringt mit den Kameras. Genau, da wo der live geht und möchte dann da diese sozialkritische Ding. Naja. Ja, saß mit X. War wohl nix. Nein, das war nix. Das war nix, nee, das stimmt, ja. Irgendwas wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen, aber jetzt hat, genau mit Gorgasm, weil da habe ich nämlich damals kurz, nachdem der Film rausgekommen ist, ist nämlich als Gorgasm dann auch noch mit der zweite Teil, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ob das die X-Rated war, aber da hat es dann geheißen, zweiter Teil gekündigt unter Namen Gorgasm. Okay. Aber ja, jetzt ist komplett weg, gibt's gar nichts mehr, nur noch Deathgasm und Gormageddon. Finde ich sogar fast geiler. Oh ja. Finde ich sogar fast geiler. Habt ihr jemals, weil sie hocken ja dann da, wenn sie in der Schulpause was Wildes machen wollen miteinander, der blonde Daniel Radcliffe, habt ihr jemals sowas wie Dungeons and Dragons gespielt? Nein, ich habe seit ich 14 bin Freundinnen gehabt. Die gleiche Antwort hat wir haben ja nur einen Seppi bei uns dabei. Und auf die Frage vom Corby das letzte Mal in der Weihnachtsfolge, was sein Lieblingsanime damals war, hat er auch gesagt, er war schon sexuell aktiv zu der Zeit. Drum war er da jetzt ja, schließt mich ihm an. Ja, ich hab's irgendwann vielleicht bei euch einmal, dass da irgendjemand mal dabei war. Mir hätten wir es einmal dann schon nachdem er dann sämtliche Körperflüssigkeiten in sämtliche Öffnungen mal hinterlassen hat, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich Dungeons and Dragons mal ausprobiere. Aber oder halt an sich so ein Pen and Paper, das hat einen Abend funktioniert und dann
war also irgendwie das Interesse wieder schneller weg als gedacht. Aber ich bin generell kein Spielertyp, mir taugt, ich weiß nicht. Also ich mag weder Brettspiele, noch mag ich Computerspiele, noch irgendwas. Also, das hat mich nicht getan. Ja, prinzipiell war das schon, aber es ist eben bei so Pen and Paper, Dungeons and Dragons, musst halt wirklich, du brauchst wirklich gleichgesinnte Spacken, die jedes Wochenende oder alle 2 Wochen dann auch wirklich Zeit haben für die. Anders kannst du es komplett in die Tonne treten und ja, darum habe ich dann relativ schnell wieder das Interesse verloren. Aber irgendwann vielleicht war einer von euch zwar da ein bisschen, aber ich hab's auch lieber Brüsten nachgejagt. Gejagt schon, aber nichts erwischt. Und das geht ja nicht. Und das geht ja nicht. Videotheken geplündert, ja, so. Eher sowas. Und Musik gemacht. Das haben wir nie geschafft. Nein. Immer wollten wir Band machen, nie haben wir es auf 3 gebracht. Nie zu spät. Eigentlich nicht, nein, aber jetzt haben wir uns für die Alternative entschieden, und zwar einen Podcast. Da hat man auch Mikrogründe dahinter. Das stimmt. Ja, das Einzige, was ausbleibt, sind Frauen, zumindest beim Mike und beim Corby, aber gut. Aber du hast einen guten Schnitt, gell? Ich wollte es gerade sagen, weil beim letzten Platzer gegen Zombies-Konzert, wo wir waren im Silo, diese Mädels da, die da auf der Bar angegraben haben, das war auch nicht schlecht. Die haben gesagt, hey, du bist ja der von dem Podcast, dann haben sie da gleich was ausgegeben. Ja, da weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, weil das Coole war, zu mir sind sie her und gesagt, hey, gibst du uns einen aus? Und dann ist der Kani gekommen und hat gesagt, hey, wir geben da einen aus. Das war die danach beleidigt war, oder? Ja, genau. Mein Vokabular hat nicht ganz ihre Vorstellungen entsprochen, darum war es danach beleidigt. Du hast den Wolf of Wall Street durchgezogen, oder? Für die war alles ganz normal und du hast die ganz eloquent ausgedrückt. Ja, und dabei hast du nur noch dahergesäufert und gespürt und ja, Scheiß genau, gelabert. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich habe nur noch gesabbert und dann bin ich umgefallen und in meiner eigenen Pisse eingeschlafen. Ach, du warst das! Ja, jetzt, Entschuldigung im Sinne der Anklage. Das habe ich schon ganz vergessen, stimmt, jetzt musst du es verzeihen, so war nicht die Dame noch. Ja, die ganze Make-up dann noch geklaut hat und das irgendwie erpressen wollte, dass wir auf Buistingen das komische Festel kommen, wo ich dann Make-up auslösen kann. Mein Gott, da war das nervig. Ja, Ruhm ist echt, es ist kein einfaches Kreuz zu tragen. Das ist, Richie kennt's, glaube ich. Mike, du wirst das auch noch irgendwann kennenlernen. Ja, nein, ich glaube nicht, bei mir ist alles schon vorbei. Bei dir im Moos bist du berühmt. Das stimmt. Eine lokale Berühmtheit. Wie geil das auch, habt ihr das gelesen vom Zack, wenn er einer geht, wenn sie eine erste Jam-Session da aufzicken, wenn er einfach nur auf den Boden hier rotzt. Ja. Da war ja irgendwie im Drehbuch, hat's geheißen, er soll sich halt vorstellen mit Ladies und der Regisseur hat dann zu ihm gesagt, wenn du reingehst, dann rotzt der einfach vor die Füße, weil er möchte so angewiderte Reaktion haben. Also die Reaktion wirst dann so geil gaffern, weil er einfach hier rotzt, ist dann auch wieder so geile, echte Reaktion gewesen. Okay, cool. Ja, ja, aber ich finde ja tatsächlich den Zack am coolsten im ganzen Film. Bis auf seinen kleinen Bitch-Move da mit der Perle. Ja. Aber ansonsten ist er, allein wenn er geil Benzin klaut vom Krankenwagen und raucht nebenbei. Okay, ich find den anderen cooler. Muss ich sagen. Brody? Ja, dann Hauptdarsteller praktisch, oder? Brody. Ja, genau, Brody. Der ist ein Lusche. Der mir auch so unglaublich bekannt vorgekommen ist. In was für einem Film hat der noch mitgespielt? Also bei Ganser Kimbo hat er noch mitgespielt. Ja. Da war er, glaube ich, dieser Junkie oder so, irgend so etwas. Nein, der hat aber noch irgendeine andere größere Rolle gehabt, oder? Ja, bei Power Rangers RPM hat er noch mitgespielt. Power Rangers? Ja, irgendwas von 2009 kennt kein Mensch nicht. Okay. Ich meine, die hätte ihn schon noch mal irgendwo gesehen gehabt, den Burschen. Nein, ich habe auch mal durchgeschaut, er war ein bisschen bei Ash vs. Evil Dead war in einer Folge mal kurz dabei. Ah, okay. Ansonsten sind das alles so Kurzfilme, unbekannte Filme, eher wie dann der Mega-Time Squad, den kennt man vielleicht noch ein bisschen. Aber er hat auch ein bisschen ein Gesicht, wie man ihn schon kennen würde. Er hat ein bisschen so ein Allerwelt-Gesicht. Schon, gell? Vielleicht war das wirklich dieser Mega-Time Squad. Da kann es sein, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Das kann's sein. Ja. Ich finde dafür, dass der glaube ich, war beim Dreh auch schon Mitte 20. Aber das ist einer der wenigen oder einer der seltenen Fälle, wo man Teenager oder wo man einen Schauspieler abkauft, dass er wirklich nur Teenager ist, finde ich. Ja. Weil wenn so oft einmal die ganzen, vor allem, es ist ja immer so dieser Witz mit den Netflix-Teenager, aber es ist ja eigentlich allgemein in so, vor allem so Ami-Filme, dass Teenager, ja, ich wenn so ausgeschaut hätte, dann hätte ich nicht Metal hören müssen. Ja, aber das sind wir doch schon gewohnt, das war ja in die 80er ja schon so, dass die alle viel zu alt waren eigentlich für diese Highschool-Filme und so. Ja, aber da waren es geil alt in die 80er. Okay. Da haben sie so geil alt ausgeschaut. Da haben sie so ausgeschaut wie ein Beutel, was weiß ich, wenn man von seinem Papa Beutel aus der Jugend sagt, was sagst, ja, okay, so hat man halt ausgeschaut in die 80er. Irgendwie waren wir da schon 20 Jahre älter, als man eigentlich ist.
Und jetzt die ganzen neuen Filme sind so wie auftrainiert und sind knappe 55 Jahre alt, weiß ich nicht, was das soll. Da hat mir der Brody mal wieder besser gefallen. Da haben wir gedacht, ja, du schaust wirklich aus wie ein 16-jähriger, 17-jähriger Metal-Zipfel. Ja, weil er so ein Hämpfling ist. Abgesehen davon rennen wir dann mit dem Corpse-Band um. Ja, das stimmt auch. Das macht man ja auch viel jünger aus. Kannst du dir vorstellen, warum ich das mache? Ja, schau an Riccio, gell, mit seinen Anfang 30 auf der Bühne da oben. Ja. Genau. Sollten wir vielleicht auch unsere Podcasts in Zukunft mit Corpse-Band machen? Aufnehmen. Ja, wenn wir halt einmal wieder, wenn wir da mal live gehen oder so, machen wir das. Im Hardline, wenn wir wieder 4 sollen zu der Eröffnungsrede, dann machen wir das mit Corpse-Band, dass wir ein bisschen jünger gehalten werden. Oh Gott. Das darf ich aber gern sehen. Ja, da gibt's normal dann wieder Videos und so. Oli daten das wahrscheinlich gern sehen. Ja, wir machen das dann unter uns aus, dass wir das alle dann und jeder schminkt sich schon mal allein und dann bist du der Einzige, der sich geschminkt hat, Mike, und mir immer ungeschminkt. Ich glaube, 100%ig ist er so. Das war ich bin der Einzige. Ja, das war super. Ja, aber du warst ja da der Coolste. Wahrscheinlich. Du warst ja so der Coolste. wie es einmal geheißen hat, obwohl ich die Lehrerin falsch verstanden habe in der ersten, zweiten Klasse, das geheißen hat, man darf sich verkleiden eben faschingstechnisch für die Schule. Und das habe ich falsch verstanden und dann bin ich voll als Cowboy in die Schule gekommen und dabei war ich der Einzige, der dann verkleidet war. Aber sie haben aber gesagt, dass man bei aufgemalter Schnauze ziemlich gut gestanden hat. Ja, aber was war denn dann die eigentliche Aussage dahinter, wenn du gemeint hast, man darf verkleidet kommen? Ja, das hat's geheißen, das ist halt so. Man darf einen Tag in der Schule, darf man an Fasching kommen. Dabei war das nicht so. Dann war ich der einzige Cowboy. Ja. Cool. Kommt vor. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht schlecht. Jedem das seine. Schulles Leben ist hart. Wie lange hast du das ausbügeln müssen? Oder? Ja, gut, nicht lang, weil Kinder sowas schnell vergessen. Ich würde gerade sagen, erste, zweite Klasse ist noch nicht so schlimm, gell? Du, ja genau, erste, zweite Klasse und dann war es schon so, dann mit lange Haar und dann Metal-Herren und dann reden die anderen schon nicht mehr mit dir, dann war es schon wurscht, was du tust. Ja, das stimmt. Da ist die harte Jugend ist dann von selber gekommen, da hast du dann gar nicht mal als Cowboy gehen müssen. Nein. Und was war dein Kinderforschungskostüm? Meins? Boah, lecker. Ich war irgendwann einmal, ich kann mich an viel nicht erinnern, ich weiß gerade noch eins, da war ich irgend so ein, keine Ahnung, ich habe ausgeschaut wie so ein Background-Tänzer von Michael Jackson in so einem komischen Laser-Outfit. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das darstellen hat sollen. Ich habe das irgendwann mal als Beutel gesehen, als ich älter war, da habe ich mich nicht mehr daran erinnern können, habe zur Mama gesagt, was soll denn das, Mann? Was hast denn du gemacht mit mir? Du warst voll Laser, oder? Ja, dann hat es geheißen, ich soll mein Maul halten und hat mich nochmal so angezogen und rausgeschickt. Aber das ist auf Anhieb das einzige Kinderkostüm, an das ich mich jetzt erinnern kann. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch immer so 0815er Cowboy-Pirat-Zeit gewesen sein. Denke ich jetzt einmal. Die coolen Kostüme sind jetzt im Erwachsenenalter gekommen. Bin schon gespannt, was ich heuer machen soll. Ich weiß noch gar nicht. Letztes Jahr an Halloween habe ich ja kurzfristig nur auf ein Festival gehen müssen, habe ich nicht gewusst, was ich machen soll, und dann habe ich vom Kumpel ein Wario-Kostüm ausgeliehen gekriegt und habe dann in Gabe Lila das Deathgasm Corpse Paint dazu gemacht. Da habe ich gesagt, ich bin ein Black Metal Wario. Okay. Man hat's nicht erkannt, keiner gewusst, was da stehen soll, aber es war cool. Nicht schlecht. Ja. Völlig bescheuert. Genauso bescheuert wie für mich eine der besten Szenen in dem ganzen Deathgasm-Film bei seinem Onkel daheim, wenn die Dämonen sind und sie mit dem Kirchenzeug angreifen. Wenn die Oberchristlichen dann sechs, dass sie in die Schachteln drin die Dildos und das ganze Klump haben, das ist wirklich Wahnsinn. Da haben wir so viel gelacht. Im Toronto Filmfestival hat er den besten Kill, Death by a Sextoy, gekriegt. Und im Film Fright Fest Best Gore for Dildos und Chainsaws. Er ist explizit eine Bombe für die Dildo-Action ausgezeichnet worden. Zu Recht. Absolut, ja. Ich muss sagen, das war eigentlich der Punkt, wo mir der Film am wenigsten zum Gefallen angefangen hat, dann, wenn man das zu blöd war. Ehrlich? Ja. Ich hab mir's gedacht, jetzt, wie man nochmal angeschaut hat, es ist eh lustig und klar, die Gore-Effekte sind super, aber eben mit den Sex, also mit den Dildos und mit dieser Analkette, es kippt mir ein bisschen zu viel in so American Pie Humor dann einfach. Es ist mir ein bisschen zu blöd. Okay. Ich glaube, die wollten einfach nochmal mit aller Gewalt diese Christen nochmal so richtig überspitzt durch den Kakao ziehen. Und ich glaube, deswegen haben sie es dann so, dass sie da gerade bei denen, die gegen alles sind, was irgendwie anstößig ist, gerade bei denen dann diese Kisten finden. Und dann. Ja, das war ja auch cool, aber das dann mit dem ganzen Splatter vermischt hat halt ein bisschen auch den, wie soll man sagen, den Impact vom Splatter weggenommen, was es so lächerlich gemacht hat dann. Ja.
Ja, ein Das Unterkind. finde ich halt besser zum Beispiel hinkriegt, weil das war halt dann Splatter und es war dann trotzdem irgendwie arg. Das ist halt bei Death Gasm dann gar nicht mehr arg, weil es ist so drüber, wo er da mit dem Dildo dann irgendwie herricht. Nein, es verbessert ein bisschen die Wirkung, was eigentlich so Splatter haben könnte. Ein Unterkiefer mit dem Plastikdildo rausgehaut. Genau. und er hat die komischen Vibratoren links und rechts in die Schläfen rein. Ja. Aber was ich wieder sehr geil fand, das ist dieser Freischneider, diese elektrische Motorsense, da quasi der Stacheldraht drin ist und vorher den am Zipfel hin und haut ihm einen Zipfel weg, da habe ich auch sehr lachen müssen. Das war gut. Ja. Der ist eine Base-Ding, auch der Schädelspalter mit der Axt. Das war auch ein schöner Ding. Und vor allem, wenn es dann die Leiche findet, wenn er so geil da steht und versucht, irgendwie seinen Kopf wieder ein bisschen zusammen zum Drucken. Also, was möchtest du denn? Was soll das jetzt eigentlich verlassen? Doch einfach liegen. Und eben auch das Schöne, wie du vorher schon gesagt hast, dass das überwiegend handgemachte Effekte sind. Ich glaube, das sind vielleicht, also ich weiß jetzt, ein CGI-Effekt, das ist, wenn die eine Schwarzhaarige, die dann eigentlich den Dämon in sich haben, abgestochen wird. Die sechste so in einer Nahaufnahme komplett und dann kriegt das Schwert vom Rücken durchgestochen. Das ist ein CGI-Effekt gewesen. Also klar, aber im ganzen Film kannst du an einer Hand abzeigen und die sind so dezent und wenn dann wirklich so dargestellt, dass das nicht stark ins Gewicht fallen. Ja. Aber dass da wirklich hauptsächlich handgemacht Effekte sind, das ist wieder mal, das ist einfach immer wohltuend zum Singen. Für so einen Splatter-Deppen. Ja. Auch wenn's am Ende mit Sextoys umgesetzt werden. Aber das ist zumindest für was man es nachher nicht mehr kann. Das stimmt. Da musst du schon sehr instabil sein, dass du mit einem Dildo einen Unterkiefer wegkloppen lässt. Ja. Aber das habe ich irgendwie gemeint. Durch das Zeugs, das Material und so, das wirkt halt dann eigentlich, also wie soll man sagen, es wirkt halt nur mehr lustig. Es nimmt halt, weil sonst hast du, wenn ein Splatter-Comedy ist, ist es dann trotzdem irgendwie so, weil halt trotzdem massive Gewalteinwirkung und so und irgendwie halt trotzdem schockierend und da halt dann gar nicht, weil es ist halt so, ja, das geht ja gar nicht. Das Zeugs ist ja alles irgendwie trotzdem elastisch und wach und irgendwie, du kannst nicht mehr mit einem Dildo erstechen. Es ist einfach nur mehr drüber. Deswegen ist halt dann schon, ist halt dann nur mehr Komödie. Und das hat mir dann ein bisschen gedacht, die Dildos und Sextoy-Szenen hätten sie irgendwie schon machen können, aber vielleicht nicht mit Splatter kombinieren. Wäre mir lieber gewesen. Ja, oder eiserne Dildos nehmen. Oder so, genau. Ja, oder wie? Ich sag nichts aus. Ja, die aus Holz von unserem Ast-Rein-Shop. Ja, genau. Die Dinger sind die sind schön stabil, die sind aus massivem Holz, die sind handlackiert. Damit darfst du dem mal einen Kiefer aussauen. Da verrammst du leider. Ja, genau. Vielleicht, also vielleicht habe ich eine Chance im zweiten Teil, hoffe ich, dass da ein wenig mehr dahinter ist, weil Eisen und Holz war da schon wuchtiger. Aber ich hoffe, sie machen wieder den guten Witz mit hier, Brody, guck mal, und dann steckt ihm einfach den Dildo in den Mund ein. Das ist genau mein Trottelhumor gewesen. Da bin ich wieder da gesessen wie so 12-Jähriger und hab mich da gelacht. Ja. Weil es endlos aber es hat so American Pie Humor. Ja, das auf alle Fälle. Ja. Diese Szene hat auf alle Fälle American Pie Humor. Das stimmt, ja. Mehr hätte es ja nicht sein dürfen, finde ich. Also, diese eine Szene, da finde ich, für mich hat es da genau passt, aber wenn es jetzt zu viel geworden war oder dann die ganze Zeit so weitergegangen wäre, dann war es mir zu blöd geworden. Mhm. Weil, ja, irgendwann ist man aus dem American Pie Alter komplett raus. Ja, oder man war nicht drin. Oder man war nicht drin, ja, das kann auch sein. Genau. Für mich haben sie gerade noch so diese Waage eben, dass ich da sage, da kann ich viel lachen und dann passt es wieder. Ich fand es noch cool, diese Kampfszene am Ende, für mich als Anime-Fan, da wenn er sich dann im Kreis durchtraut und dann stehen die Zombies so dort oder Dämonen und dann fallen ihnen die Körperteile mit einer Pause ab. Das ist ja gerade für mich als Anime-Fan ist so eine typische Einstellung aus Animes. Aber ich dachte, ja, mir hat das vorher erinnert an Branded und an Texas 2. Ich habe auch an Branded denken müssen, wenn er sich da einmal mit dem Rasenmäher durchschnetzelt, oder? Dreht sich dann um und sagt die Schneisen, oder? Ja. Genau. Ja, also sag mal wieder mal, wer sexuell aktiv war. Das haben wir ja schon mal gehabt, das Thema. Lasst ja, richtig. Das sucht sich jeder selber aus, wann er mich. Also lasst's mich. Dann war ich halt vielleicht mit 34. Na, was hast du stimmt, gesagt, wenn du sagst Texas 2, also Kettensägenkampf war natürlich auch noch cool gewesen, gell? Ja, voll. Aber da war halt auch wieder Evil Dead, der hat halt gleich 2 Motorsägen gehabt. Mhm. Ja. Aber er hat coole Kettensägen-Action gehabt. Ja. Voll. Und dann das Fanherz war alles dabei. Ja, ein cooler Predator-Kill dann noch für unseren Daniel Radcliffe. Stimmt.
war auch schön, obwohl es auch ein wenig traurig war, weil ich fand eigentlich die Band an sich fand ich cool. Die hätte von mir aus im Gesamten durchkommen dürfen, aber so wie sie dann hops gingen, habe ich gedacht, ja, ist okay. Wenn's schon draufgingen, dann geil und es war geil. Dankeschön. Und vor allem die Blonde, da die Hübsche, die hat wirklich dann einer macht eine coole Verwandlung durch dann oder Veränderung durch und wird dann auch am Schluss zum Metal Girl. Ja, ist richtig gemacht. Vor allem wie geil das dann ist, wenn sie zum ersten Mal da ihre Kopfhörer aufsetzt, dann hauen sie da die Band rein, wo ich jetzt den Namen nicht weiß, was das dann war. Weiß jetzt auch noch, das hat sich aber irgendwie so noch Power Metal Zeigung gehört, oder? Ich meine auch, ja. Und dann, was dann im Kopf... Dann, oder? Ja, genau. Und du hast dann gespannt, okay, jetzt tut sie in ihrem Kopf was. Weil das war also ein Fall, wo ich damals gehabt habe, wie ich zum ersten Mal Fear Factory gehört habe. Das war so meine erste Metal-Band. Und da, diesen Effekt habe ich damals auch gehabt. Diese Demon-Effekt schon zum ersten Mal drin und dann dieses so wie das ist Berg umgestanden oben ohne, oder? Nicht in einem Berg, sondern in einem Bergwerk und das ist super, auch wenn der Brody da hört und dann ist sie neben ihm und dann lasert die das Oberteil weg und so. Das ist halt auch so geil drüber und es ist halt so ein 1:1 100%iges Manowar-Cover, wenn es da wieder da umsteht mit seinem aufgemalten Sixpack und den ganzen Scheiß. Geil, diese geilen Manowar-Waffen. Wenn ich da über 120 € verlangen daten für eine Konzerte, dann darf ich mir noch einmal anschauen. Okay, sind die so teuer? Irre teuer, ja. Also wir wollten uns einmal, ich glaube letztes Jahr oder vor 2 Jahren warten sie in Nürnberg gewesen und ein Kumpel und ich wollten wir zum Spaß dann aufgefahren und haben gesagt, die schauen wir uns jetzt mal an, dann haben wir es mal gesehen und dann hat er geschrieben, er ist raus, weil ein Lord Karten schon 120 oder 130 € gekostet hat. Wahnsinn. Okay. Und das ist für eine Band, ich hab mir extra, weil ich bin dann immer so, wenn ich auf ein Konzert gehe, dann höre ich mir die komplette Diskografie durch von einer Band. Und ich hab mich dann schon voll vorbereitet und hab mir alle Manowar-Alben durchgehört und hab ungefähr 3 Lieder gefunden, die mir gefallen haben. Und dann schreibt er hat keinen Bock, das ist am Style. Also, du Arschloch, über die ganze Scheiße jetzt ruhen müssen. Boah, ja, nein, da bin ich auch draußen. Also Manowar war nie meins. Da war komplett ich hab nur im Kopf gehabt, so das Warriors of the World, aber das hat mich dann schon gelangweilt. Und das war der große Hit, ja. Ja, und eins haben sie doch noch, das eigentlich ziemlich gut ist. If you're not into metal, you are not my friend. Ja, jetzt fällt es mir nur, also das waren 2 oder 3 Lieder, da wo ich gesagt habe, okay, die kann ich mir anhören, die hau ich in meine Playlist rein. Und der Rest von eine 80.000 Lieder, und ich dachte, das ist ja alles, wie möchtest du denn das anschauen? Und außerdem bestehen ja nicht die Texte aus 10 Wörtern. Das ist Metal, Brother, Steel, Arms, Swords, Fire. Genau. Und wenn so, okay, sind es vielleicht gerade 6 Wörter, mehr das sind sie eh nicht. Winds and Posers leave the hall. Grausamst, diese Affen. Geil ist ja, wenn er verzeiht, dieser geile Witz auf die, ich weiß nicht, ob wir da in der ersten Folge auch schon mit drüber geschmerzt haben, über diese ganzen Metal-Abspaltungen, wenn sie sagt, beim Eisessen, die schreien doch alle nur so, nee, die schreien nicht nur, außer beim Grindcore und beim Death, genau, und bei dem und hier und da und dann seid ihr diese geilen ganzen Abspaltungen auf und dachte, ja genau, das ist also so typisch für die ganzen True-Affen. Ja, voll. Aber wenn die auch recht viel gefeatured wird, mit der kann ich aber nichts anfangen, aber vielleicht das Sven's Trivium werden auch ziemlich viel gefeatured im Film. Ist auch nicht so meins, muss ich sagen. Die hat da total rausgestochen zwischen diese ganzen Extrem-Metal-Bands und dann dieses New Wave of American Heavy Metal-Ding da, ich weiß auch nicht, die haben da total rausgestochen. Ja, das haben wir auch gedacht. Der Poster, er hat einen Patch für einer und ich glaube, in den Plattengeschäft sind es auch wieder, also es sind überall, wo halt irgendwie Musik gefeatured wird, also ich schätze mal, dass der Regisseur ein recht großer Trivium-Fan sein wird. Dies kann gut sein. Ich weiß jetzt halt auch nicht, weil die Musik, die gemacht worden ist, da ist da nicht sogar einer aus Trivium dabei gewesen? Boah, keine Ahnung. Das habe ich nämlich jetzt nicht mehr rausgefunden und da habe ich nämlich irgendwo, hätte ich gemeint, habe ich mal was gelesen, dass von irgendeiner größeren Band, und ich bin mir nicht sicher, ob es Trivium war, das müsste jetzt vielleicht ist irgendein Hörer da draußen, der sich da mal einlesen mag und kommentiert uns dann drunter. Aber ich habe irgendwas einmal gelesen, dass von irgendeiner größeren Band eben da ein Mitglied viel an der Musik und am Soundtrack mitgearbeitet hat. Kann vielleicht sein, dass das Trivium war, weiß ich aber nicht mehr. Aber man hätte sich eine bessere Band aussuchen können, in meinen Augen. Ja, wie gesagt, so als Geschmackssache. Ja, weil hat er aufgesagt und ins Ohr gebissen. Aber diese Band, die du... Was? Hast du einen Soundtrack? Leider Gibt's nicht. Den auf dem Film wahrscheinlich schon, oder? Nein, ja, also die von Mondo, glaube ich, ist die, oder? Death Waltz Records, oder? Das kann sein, ja. Nein, habe ich auch nicht. Ist das im Mediabook dabei gewesen, der Soundtrack?
Das kann sein. Das ist ein 3er-Disc-Mediabook auf alle Fälle. Das kann es unter Umständen sein. Nein, glaube ich nicht. Nein, es ist ein Bonus-DVD dabei mit Making-of und so Zeugs, aber Soundtrack ist, glaube ich, nicht dabei. Okay, schade. Ja. Das ist immer schwierig. Rechte Sache. Das ist wie das gute Mediabook von Trick or Treat, was wir damals gehabt haben, da wo dann der Soundtrack auch noch mit dabei war. Ja, für eine sein. Genau. Voll sinnvoller Soundtrack als immer Blu-ray und eine DVD eine zum das nervt mich. Absolut. Ja, dafür, dass sie wieder den Soundtrack dann nochmal für 0 nachkaufen. Ja, genau. Genau. Ich hab's gerade mal schnell durchgegoogelt, da ist aber nichts dabei. Also es ist ein Bonus-DVD und da ist dann, Gorgasm steht extra drauf. Ja. Aber das leider momentan keine super Musik. drauf hat, die sind Severin-Films. Die machen das momentan sehr oft, dass eben so 2 oder 3 Disc-Packs rausbringen, wo dann auch der Soundtrack noch dabei ist. Ich habe mir erst diesen Spider-Labyrinth angeschaut und da habe ich die Hülle aufgemacht und hey, 3 Discs mit Soundtrack, sehr geil. Sehr geil, das finde ich Das immer ist cool. auch ein Ami-Label, oder? Ja. Von denen habe ich nur einen Film und das ist der Mausoleum. Dieses Williger-Syndrom. Ah, okay, stimmt. Jetzt nicht. Jemand Dann den hab ich Fire gekauft. Und ich wollte unbedingt, die haben so eine Box ausgebracht mit so einer Folk-Horror-Doku. Ja, auch von Severin, oder? Severin, ja genau, weil da war eine von Severin war beim Slash-Film-Festival in Wien und da haben sie ihm diesen Eyes of Fire und sie hat vorher ihm geredet und hat ihm erzählt, dass sie gerade irgendwie über Severin-Film den Release von Eyes of Fire halt machen und das war für mich, der hat mir echt gefällt. Und die haben irgendwie so eine mehrstündige Doku über Folk-Horror, aber die ist da im Kino, im Rente habe ich gesehen, aber ich habe es eben nur im Kino gesehen, die hätte ich gern, die ist echt interessant. Okay. Ja, mit der habe ich öfter spekuliert, wenn sie einen Sale haben oder so, aber ja, das ist immer so eine Sache. Was kostet dann? Ich weiß gar nicht, aber es ist dann auch immer so eine Zollgeschichte. Das ist immer so eine Sache. Das kennen wir ja, Zoll. Aber wie gesagt, wenn ich da von Severin irgendwas aufmache, ob das Zombie 3 ist oder irgendwas, da ist immer ein Soundtrack dabei. Das finde ich mega. Cool. Das ist richtig geil. Ja, warst du dann durchgehend im Slashfest? Nein, ich bin immer wieder mal so, wenn ich irgendwas unbedingt sehen will. Okay. Aber es ist sehr oft schaffe ich es auch nicht, weil irgendwas dazwischen kommt. Oder, ja. Also, es Schande über mein Haupt, für das in meiner Heimatstadt ist, bin ich viel zu selten dann dort. Ja, aber das eben, den Eyes of Fire und diese Folk-Horror-Doku, das war voriges Jahr, glaube ich. Oder vor 2 Jahren schon. Also jetzt gar nicht. Da war ich auf alle Fälle. Ja, diesen Eyes of Fire habe ich mir jetzt auch gekauft, aber ich bin leider auch noch nicht dazu gekommen, dass ich ihn geschaut hätte. Ja, der ist schräg. Ich glaube, die Battle, der Trailer allein schon, der zeigt schon ein wenig, was für Richtung das geht. Mengen wir die, oder wie? Die Richtung? Ja. Bin gespannt. Kommt auf die Listen. Ja. Die Listen, ich müsste so viel anschauen. Dein Ding müsste ja noch anschauen, Richie, an The Kindred. Aber das liegt schon ewig da. Ich komme nicht dazu. Das Problem kenne ich. Ja, und vor allem dann, bevor ich mir oft irgendwas Neues so schaue, wo ich dann vielleicht enttäuscht bin, dann schaue ich mir lieber mal wieder die alle 4 reitenden Leichenfilme an oder so. Ja. Da weiß ich genau, was ich habe und da fühle ich mich gut und das ist wie wenn's, das mag ich. Das ist wie wenn es dass du sagst 4 reitende Leichenfilme, dass du den letzten gar nicht erwähnst. Na, also ist was Rechtes. Das war puh. Ja, grober Unfug. Das ist bei dir, Mike, wie wenn du zum Burger King oder zum Mackie fährst und sie haben einen neuen Burger. Wenn du nicht sicher bist, dann du nimmst einfach immer den gleichen, den du die letzten 5 Jahre gegessen hast, weil du weißt, dass er gut ist und lässt jetzt auf nichts neu sein. Richtig. Das ist genau die gleiche Geschichte. Ja. So schaut's aus. Außer es gibt einen Begrüßti, den musst du nehmen. Ja, das ist ein alter Bekannter, der Begrüßti. Das ist ein alter Bekannter, ja, ist aber immer noch relativ selten da. Da kann man nächstes Jahr, weil wir haben nämlich geschmerzt, ich meine nächstes Jahr unbedingt den Slash-Film, da werden wir umfahren, Richie, und sagen wir Bescheid, dann schauen wir, dass wir zusammen hinkommen. Auf alle Fälle, ja. Gehen wir vorher ein Bier. Oh ja. Wir brauchen mehr Platz zum Schlafen. Ja, da gibt's Hotels. Jetzt lassen wir uns ein Dindel in die Wohnung. Außerdem, Mike, du gehst ja um 10 Uhr heim, weißt du, ich denke mal, dass wir danach wahrscheinlich nur auf 1, 2 Bierchen fortgehen und dann soll er den Haustürschlüssel geben, oder wie? Ja, aber in Österreich, da gange ich dann schon mit. Ich bin sicher, dass du vor einer halben Stunde erzählt hast, dass du in deiner Pisse geschlafen hast nach dem Konzert für uns, oder? Warte, was im Backstage passieren wird, wo ich da drin schlafe. Ja, eben. Aber mein Gott, was ist denn da? So Konzerte sind halt kein Kindergeburtstag, da muss man schon mal ein bisschen...
Da wird schon mal ein bisschen härter. Da muss man schon mal Gas geben. Auch. Jetzt haben wir wieder ein bisschen abgeschwingt. Was ich recht geil finde bei dem Film, dafür, dass das sein erster Langfilm ist, der hat dann auf 20 Tage obergehauen und so ziemlich jede Szene ist ein One-Take gewesen. Also nichts mit 48 Mal die gleichen Szenen dran, sondern alles auf einen Schlag obergehauen. Das finde ich auch ziemlich geile Leistung. Weil ich finde jetzt also vom Schauspiel her oder so, man hat eigentlich nie so Szenen dabei. Man merkt zwar, es ist alles ein bisschen so spaßbelastet, aber es ist trotzdem, finde ich, macht da jeder einen geilen Job, wo du sagst, auch wenn es jetzt, vor allem wenn es One-Take ist, Respekt, dass das so schnell schön runtergelaufen ist. Voll. Das hätte ich mir jetzt so nicht gedacht. Vor allem auch, weil die Schauspieler ja auch alle unbekannt sind. Ja. Nein, ist schon durchgehend auf einem hohen Level, vor allem 20 Tage und dann doch sehr viele Effektszenen, die drinnen sind. Das habe ich mir auch gedacht, vor allem mit diesen ganzen Practical Effects, dass das alles ja auf so kurze Zeit funktioniert. Weil ich war einmal auf einem Dreh dabei von Mittenbach und da war halt dann auch so, ich mit einem Hammer, mit so einem großen Vorschlaghammer einen Kopf zerhauen, dass halt der dann sauber platzt. Und jetzt ist ein bisschen bei Mittenbach beim absoluten No-Budget. Der hat halt überhaupt keine Kohle. Der kann einen Kopf errichten mit Blut und das, wenn nicht funktioniert, dann hast du Pech gehabt. Und dann ist dieser Typ, der das machen soll, der stupst halt den Kopf ein bisschen an, er fällt um, bricht irgendwo auf. Sagt der Scheiße, was da jetzt? Das liegt das Ding am Boden, das Blut läuft aus, da halt Kamera drauf und hau einfach nur mehr auf den Boden drauf. Und dann war halt diese Szene, wo der Dämon eigentlich steht und dann am Boden liegt und da einen Kopf zusammengehauen kriegt. Und jetzt denke ich mir, gut, mein Gott, da musst du ja so retten auf so schnell Zeit, aber bei den anderen halt so wenig, die haben ja zumindest das Budget, da sagen, jetzt machen wir es nochmal rein. Aber anscheinend dementsprechend professionell schon alle dahinter, dass das gleich mal ordentlich funktioniert für Erstlingswerk. Sowas finde ich immer beeindruckend. Vor allem, dass das so schnell einfach geht, 20 Tage. Ich habe immer irgendwie bei Filmdrehs, keine Ahnung, ein paar Monate im Kopf einfach. Ich weiß nicht, warum sich das bei mir so einbrennt hat. Ja, weil du nur Christopher Nolan Filme schaust. Da dauern die Filme selber über 3 Monate. Genau. Da dauern die Filme über selber 3 Monate. Und danach habe ich noch 3 Jahre lang eine Doktorarbeit nach mir zum Studieren, weil ich nichts kapiere, von dem was mir verzeiht. Ja. So schaut's aus. Deppert Interstellar. Diese Band, die da noch vorkommt, diese Hexensword, gibt's die wirklich? Habt ihr da schon mal, habt ihr da geschaut gerade? Das ist jetzt mir gerade eingefallen. Richie, kennst du die? Oder ist das alleine? Nein. Also ich muss gestehen, ich kenne einen ziemlich großen Prozentsatz der Bands, die da drinnen vorkommt, kenne ich nicht. Ich habe auch nachgelesen, es sind viele neuseeländische Underground Death Metal Bands und Extreme Metal Bands irgendwie da drinnen. Die kenne ich alle nicht. Auch nicht das, wo er da den Backpatch auf der Jacken hat. Beastwalk, heißen die oder so. Für die werden noch nie was gehört. Eben diese Hexen, irgendwas kenne ich auch nicht. Nein, habe ich leider auch keine Idee. Okay. Ja. Also es gibt zwar, glaube ich, irgendeine Hexenband, wo ich mal gesehen habe, wo man irgendwie mit dann schreibt. Und jetzt auch weil ich habe nämlich dann auch gemeint, dass zum Beispiel dieser Typ, der den Sänger da dann spielt, den Ricky Deckers. Ricky Deckers, ja, gibt's auch nicht, glaube ich. Na genau, das ist eben auch, weil der Typ ist halt auch einfach irgendein Schauspieler und Regisseur gewesen. Okay. Und da hätte ich nämlich auch schon spekuliert, weil der darf halt da wirklich ausschauen, also so vom Alter her wie so zusammengesoffener alter Rocker. Ja. Aber wie die Zombie-Version von Iggy Pop. Ja, genau. Genau, richtig. An den habe ich da auch denken müssen, aber das war der Name nicht eingefallen jetzt gerade. Der Bassist von Rob Zombie, der PGD, hat neben eine Band, die heißen The Hexens. Okay. Die gibt's. Na, aber da habe ich jetzt auch nichts gefunden. Hexen ist ja so, also gibt's auch einen so ein Stummfilm über so ein schwedischer Stummfilm aus den 20er Jahren oder 30er Jahren über Witchcraft und Satanism, irgendwas sehr kultig, wo es halt dann so Walpurgisnacht und Teufelsbeschwörung zeigt irgendwie. Und kennen Sie den? Ein Titel, ich kenne den Titel und ich weiß, von was du redest, aber gesehen habe ich noch nicht. Den ist aber auch vor kurzem erst auf die Scheibe rausgekommen, glaube ich, oder? Ja, glaube ich auch. Also ich habe ihn auf DVD. Also so kurz. Ist das jetzt sogar Subkultur oder irgendwie sowas in der Richtung? Wenn mir nicht also ich habe eine schwedische DVD davon. Okay. Wie schreibt man den? Also wie es Hexen oder wie schreibt man den? Mit A. Oder mit Umlaut E, so Hexen. Dann ist das Bild, was ich gesehen habe, wo ich meine, das ist eigentlich eine Band. 1922 der Film. Dass es eine Band gibt, die so, also wie gesagt, die vom Zombie-Bassisten, die Band heißt The Hexens. Am Schluss mit einem F. Also das nur Hexen wird es wahrscheinlich auch geben. Also, ja, wahrscheinlich. Es gibt da 8 Milliarden Bands.
Genau. Mir ist es so gegangen mit Ding, der Film Bigotten. Genau, Bigotten, da habe ich auch zuerst gemeint, das war eine Band. Und dann hat das, weil der Manson hat ja da teilweise auch ein paar Szenen für ein Musikvideo hergenommen. Und dann haben wir auch gedacht, das ist bestimmt doch irgendwas, hat das irgendwas mit irgendeiner Band zu tun. Und dabei ist das ein Film. Das ist der im Filmclub gelaufen ist, oder? Ja, grober Hund. Das hat so auch sehr begeistert ausgegangen unter Corby. Ja, ich mehr wie der Corby. Also es war schon Erfahrung, mehr ich fast behaupten. Also So wie bei Richie, kennst du den? Richie? Nein, ich überlege gerade. Nein, ich glaube, ich kenne den nicht. Ja, hart, nicht hart, aber er ist halt so in schwarz-weiß und so verwackelt, zittrig und hat eigentlich auch nicht wirklich eine stringente Handlung. Der kommt erst wirklich am Schluss, wenn du siehst, wer wo es gespielt hat, kannst du dann zusammenreimen, was in dem Film eigentlich gegangen hat. Aber es ist sehr arzi-farzi, mehr ich fast behaupten. Ja. Hau die ein. Ich hab's wieder mal sagen müssen, kann ich. Ja, ich weiß, aber ich merke mir das und hau den Sacke. Ja, bitte. Kannst du mit sowas anfangen oder gar nicht so eiches? Mit was mit? Ja, mit so Arzi-Fazi, Skandal, provokant Film, Zeugs. Immer wieder, also es gibt Sachen, die finde ich ziemlich geil, aber wenn ich dann zum Beispiel jetzt direkt gleich mal auf so was für Bunny Game denke, das ist halt für mich einfach nur Scheißdreck gewesen in meinen Augen. Bunny Game habe ich auch verweigert. Das ist wirklich nur... Den habe ich in Österreich im Weekend of Horror sogar im Kino gesehen. Ehrlich? Den Bunny Game, aber da waren wir dann am Schluss noch zu zweit drin gesessen, also da haben dann alle gegangen, so nach 10 Minuten, nachdem man sich dann da die Arme verbrennt und so, da haben dann die Leute schon raus. Da war es gleich gar. Ja, was ist denn das schon gewesen? Weißt du, das sind alles, in meinen Augen waren das einfach nur Sachen, was gesagt haben, hey, ich wollte schon mehr Branding haben, das machen wir jetzt live in dem Film. Was anderes ist ja das nicht, weißt du, diese ganze Mist und auch die ganze, also nein, für mich war der Film so ein Dreck, dann schauen wir lieber 20 Mal Skinamarink hintereinander an. Ja, oder wenn du sagst, in Trauma zum Beispiel, der wollte so gerne ein Serbien-Film sein und das war so ein Schmarrn. Den haben wir bei dir damals so geschaut, gell? Ja. Das ist auch so. Aber dafür kostet Mediabooks davon 150 Euro aufwärts. Ja, bist dabei. Was soll ich denn? Affenscheiß ist das. Ja, die sind immer so, hast du den Skinamarink gesehen oder eben auch den Trauma? Nein, weder noch. Skinamarink sollst du mal anschauen. Da bin ich gespannt. Der spaltet die Gesellschaft. Okay. Das stimmt. Noch mehr als Politikthemen. Ja. Haben wir letztes Mal erst beim Corby hitzige Streitgespräche geführt. Das stimmt. Ich muss aber auch sagen, ich brauche aber auch von fast immer jedem Trick irgendwie ein Muster, aber ich muss sagen, dass mich viele solche Sachen dann auch nicht mehr so interessieren oder dass du sagst, ja, das hat man eigentlich alles schon irgendwo anders gesehen. Also, ich weiß auch nicht, also, ob es jetzt dann also Vomit-Gore-Geschichten sind, okay, da schaust du mal 10 Minuten an und sagst, ich habe eigentlich jetzt alles gesehen. Und das ist ja dann auch schon, geht ja schon für mich schon nicht mehr in die Filmrichtung, sondern eher dann so in die, in Fetischgeschichte. Wenn so einer das so cool findet, wenn er abgespimmt wird, wo ich auch sage, ja, der, wo es mag, Katz frisst Mais, ihm jetzt Broni nicht, weißt du? Ja, eben. Das muss man. Also, es gibt schon Filme, die haben irgendwie einen argen Impact und sind nicht angenehm zum Anschauen und sind trotzdem irgendwie gut und man behält es deswegen in Erinnerung. Ja. Aber dann gibt es halt auch schon jede Menge Schrott und man denkt, ja, nur damit halt irgendein Tabu weiter nach außen geschoben wird und irgendein, was ich meine, ja, aber brauche ich das? Muss das sein? Also was gibt mir ja auch nichts. Es schockiert mich halt einmal. Ich denke mir, es ist halt irgendwie schade um die Zeit gerade. Ja, das stimmt. Nur meistens sind sie dann auch wirklich so richtige billig Scheißhausdinger, die dann auch nur irgendwie um des Tabubruchs Willens hingerutzt worden sind, ohne irgendwie mit Herzblut oder sowas gefühlt. Zumindest kommt das nicht so rüber, wie es halt dann bei anderen Filmen ist. Da bin ich in 80% der Fälle, glaube ich, sagen, bin ich da auch raus. Ja. Ja, vor allem dann halt sofort irgendwie, weil es eben so Raritäten sind und so arg sind, sofort sehr teuer, was halt dann wieder interessant macht für die Sammler. Aber weil also, die Spiel jetzt schon langsam auch nicht mehr mit. Weißt? Nein, da bin ich auch raus. Das war zum Beispiel bei so einen Film kaufst du für viel Geld, schaust dann bestenfalls einmal an und da wahrscheinlich schon mit dem Finger auf der Vorspultaste, weil er sauber. Das ist so die Blätter oder irgendwelche Skandalszenen und dann steht der im Regal und du wirst den nie wieder angreifen. Ja, das stimmt. Das ist wie bei den, was du vorher gesagt hast, Mike, diese Vomit-Gore-Filme. Ich habe da einen, glaube ich, mal gesehen gehabt und da waren doch dann auch diese Hardboxen sind doch da rausgekommen. Oder limitiert auf, weiß ich nicht. Limitiert und dann sind die überall umeinander gegangen für was weiß ich, wie viel 100 Euro. Wo ich dann, am Anfang habe ich kurz da war ich auch noch aktiver beim Sammeln als jetzt. Aber da war ich auch
da war das erste Mal, dass ich gesagt habe, nein, du musst nicht alles so im Regal drinnen stehen haben und die scheiße halt auf alle Fälle nicht für dieses Geld. Ja. Aber ja, jedem das Seine, wenn es ihm gefällt, soll er glücklich werden. Ja, solange er mich in Ruhe lässt damit. Ja. Solange mich nicht zwingt. Schau mir lieber einen Cannibal an. Oh Gott. Marian Dora oder was? Ja. Den habe ich nämlich vorher gerade gedacht mit Melancholie der Engel und so Zeugs, weil das habe ich mir auch alles noch gekauft. Den Cannibal habe ich aber damals echt okay gefunden. Den habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Ich finde den auch, also er hat halt auch Wahnsinnseffekte, das finde ich auch brutal. Ja. Und er ist ja da, ich hab den Melancholie der Engel, glaube ich, das ist ja auch so, der dauert ja ewig, oder? Der dauert doch also 2,5 Stunden oder so. 3 Monate oder so. Der dauert lang und das ist halt auch so einer, den werde ich mir wahrscheinlich kein zweites Mal in meinem Leben anschauen und der steht halt im Regal und das war's. Ich bin nicht über eine Stunde rausgekommen, muss ich sagen, bei Melancholie der Engel, also das... Ich hab den einmal durchdruckt ganz, aber wie gesagt, ein zweites Mal wahrscheinlich auch nicht. Das war nix. Mittlerweile weiß ich was Besseres mit meiner Zeit zum Anfang, als mich durch jeden Rotz durchzuquälen. Ja. Ja, und vor allem ist ja dann auch zum Überlegen, ob es jetzt wirklich dann bei solchen Blindkäufe dann zuschluckst, wenn das ein Mediabook mittlerweile zwischen 35 und 45 Euro kostet, ob ich dann nicht sage, weißt du was, mal schauen, wie das Echo so ist von den Leuten oder mal schauen, vielleicht kann ich noch mal irgendwie streamen oder ich leih mir noch mal von irgendjemandem, aber mittlerweile bin ich da auch sehr vorsichtig bei so Sachen, weil nur weil die Scheiße im Mordsschiff verpackt ist und der Inhalt nicht passt, das rechtfertigt keine 35, 45 Euro. Also wenn das irgendein Film ist, den ich unbedingt haben möchte, oder wenn das irgendein Horrorfilm ist, der mir noch fällt und den ich einfach gern sehen möchte, dann kann ich es schon mal riskieren, und wenn der Film dann ein Schmarrn ist, ja von mir aus. Aber eben das ist halt irgendein super provokanter Azi-Fazi, Splatter-Skandalfilm, der halt jetzt künstlich quasi in die Höhe gepusht wird und künstlich teuer gemacht wird schon. Also da lasse ich mich halt irgendwie nicht mehr verarschen, weil 90% von den Filmen waren dann trotzdem eher Schrott. Also es waren wenige dabei. Ja. Der ist echt cool und den muss man haben. Das, in den meisten Fällen so, hätte ich auch darauf verzichten können. Ob das jetzt Murder Set Pieces ist oder was auch immer. Das ist damals schon urteuer und arg und dann der neue Skandalschocker und dann alle drauf gestürzt und dann daheim die große Ernüchterung. So, das war der mit der, wo es das Steelbook gegeben hat, oder? Mit der komischen Puppen, wie so Puppen ausgeschaut hat. Ja, den weiß ich auch noch. Ja, der war auch ganz groß. Das war mit 1,5 Stunden von meinem Leben, die ich nie wieder kriege. Ja, oder habe ich das damals noch zu Movistar-Zeiten, MPW-Verlag und so, ebenso wie Gorgeisen, Luther den Necrophagus und wie es alle hassen. Ja. Also, das waren ja auch alles dann so Filme, dass du aber das war oder nicht wert. Das Koma-Brutale-Duell. Ja, den finde ich aber lustig. Der ist so drüber. Das ist, den mit wegen mehr Budget, das war Wahnsinn, wenn es den einmal Remake machen hätten. Also ich habe echt eine Zeit lang wirklich eine große Schwäche für so deutsche Amateur-Underground-Horrorfilme gehabt. Aber überblieben für mich ist leider Gottes echt nur der Puttgereit, wo ich sage, ja, die Filme kann man sich ja immer wieder mal anschauen und die sind echt gut. Ja. Aber Ittenbach da nicht, oder was? Ittenbach nicht? Ittenbach nicht? Naja, finde ich aber tatsächlich nach dem Premutat und was war dann noch, hat es dann irgendwie für mich ein bisschen nachlassen. Also der hat das war, also ich mag ihn schon gern, aber der war so kurz an der Kippe und dachte, der wird jetzt groß. Und dann hat er aber irgendwie, bei mir, ich bin ja mit diesem Familienratgeber komplett ausgestiegen. Das war mir echt zu verständlich. Riverplay war also so ein Stinker, ehrlich gesagt. Also der war total vielversprechend, dann hat er irgendein recht stark war nicht mit relativ viel Budget in Amerika dran, in der Kassen irgendwas auf The Legend of the Dead. War das nicht der Chain Reaction? Wo er 1 Million Budget gekriegt hat? Nein, das war der Legion of the Dead. Den meine ich. Ja, da wurde so ein From Dusk Till Dawn machen wollte, oder? Ja, genau. Und dann war das aber irgendwie so nicht wirklich besonders. Und ab dann, Garden of Love und so war noch irgendwie okay. Oh ja, Beyond the Limits finde ich ziemlich geil. Ja, stimmt. Den mag ich. Das ist fast mein Lieblingsfilm von ihm, muss ich sagen. Und dann Dirty Wars, ab da ist für mich komplett bergab gegangen. Das war das. Genau. Dirty Wars habe ich auch noch. Da spielt der Faltermeier auch mit. Ja, stimmt. Ja. Und nach Dirty Wars war es dann bei mir irgendwie vorbei. Aber dann sind ja die Familienratgeber und so gekommen. Aber es ist wahnsinnig interessant, was er jetzt gerade trat. Also zumindest aus den Fotos, die ich so sehe auf Instagram und so, schaut mega aus. Weil ich meine, das kann er halt wirklich. Also so Effekte und so. Und das ist mega. Halt, also
Da bin ich jetzt auch gespannt. Aber also das ist natürlich jetzt alles persönlicher Geschmack. Filmisch finde ich jetzt dann trotzdem sowas wie Schramm oder so beeindruckender oder langlebiger. Den kann ich mir jetzt auch mit Mitte 40 auch noch immer anschauen und das viel gut finden. Mhm. Was hat er, 3 Stunden, oder, dauert das Ding? Wer? Der neue Hittenbach. Achso, der neue Hittenbach, weiß ich gar nicht. Das soll irgendwas zwischen 2 und 3 Stunden werden, Ja. haben sie mir vor kurzem verzeiht. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht. Das ist bei Terrifier 2 schon grenzwertig gewesen. Und ja. Der war genau richtig. Halt dein Maul. Hat mich jetzt auch nicht gestört, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt vor kurzem erst angeschaut, das ist jetzt kein Horrorfilm, aber habt ihr denn die Schneegesellschaft gesehen? Nein, noch nicht. Nein. Ich habe so gesehen, dass du gepasst. Und normalerweise, wenn ein Film immer so 2 Stunden 30 dauert, schreckt es mich eher an. Mhm. Aber da bin ich echt gebannt vor dem Fernseher gesessen und habe den durchgefiebert. Fand ich echt gut. Also so dem Thema sicher für mich jetzt so die beste filmische Umsetzung. Das ist aber jetzt im Endeffekt der Remake vor dem Überleben, oder? Ja. Ich habe die ganze Zeit gemeint, dass das eine Serie ist. Ja, ich glaube, das hätte man locker auf eine Serie zerstückeln können, weil es ist schon, wie gesagt, 2,5 Stunden. Okay. Aufgrund dessen, dass ich gemeint habe, dass es Serie ist, habe ich mich erst einmal davon abgewandt, weil ich nicht schon wieder irgendwas Neues anfangen wollte, weil es gerade in die Flanagan-Serien drin hat hing. Ja. Aber gut, wenn es einmal ein Film ist, dann kann man nochmal einschirmen. Aber es dauert es so lang. Ich möchte ja nur den Killers of the Flowers Moon jetzt mal sehen, das dauert ist also 3 Stunden Klopfer. Der Napoleon kommt ja bald raus, das soll ja dann im Director's Cut. Killers of the Flower Moon, da habe ich länger gebraucht. Ja. Schon sehr gut, aber der zahlt sich. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und dann, wie gesagt, dann kommt der Napoleon ja auch bald mal raus, der soll ja dann im Director's Cut auch 4 Stunden oder so dauern. Der darf mich auch interessieren, weil so Epos-Dinger mag ich auch wirklich gern. Aber es dauert nicht so lang. Ja. Wenn es über 2 Stunden dauert, dann bin ich eigentlich schon fast wieder fertig. Wenn ich sehe, es hat jetzt halt so, weiß nicht, 80, 90 Minuten, das ist mir allweil nur das lieber. Ja, das mag ich auch gern. Ganz bei dir. Ich brauche das auch nicht, weil ich denke, meistens sind die Geschichten nicht so spannend, dass man das so lang auswalzen muss. Das stimmt, ja. Die Story ist erzählt in 90 Minuten. Ja. Wo ich das momentan voll drauf stehe. Weil das mit Abspann nicht einmal 1,5 Stunden dauert hat. Ja. Sehr angenehm. Das war wirklich eine richtig schön angenehme Zeit. Habt ihr eigentlich gesehen, dass da nach dem Abspann noch eine Szene kommt, dass wir da ein Post-Credit-Scene haben? Haben wir ja gesehen. Bin ich gespannt, ob sie an der direkt anknüpfen dann. Da kann man ansetzen, ja, das war nicht schlecht. Ja, die geilen Überlegungen für die Namen, die es dann noch haben, für was weiß ich, Geburtentunnel, Ficker und was weiß ich, was soll ich für komische Namen raushauen. Ja, die guten Bandnamen, so entstehen die guten Bandnamen. Das stimmt schon, ja. Das stimmt schon, ja. Wer so ist ja bei ihm unten der Kurt Cobain, oder? In der Hölle bei ihm Kurt Cobain hat er unten, Dio hat er unten, wen noch? Ja, und Paul McCartney hat er unten auch. Ja, genau, den hat er auch unten. Nein, Paul McCartney nicht in Lennon, oder? Ja, Paul McCartney lebt ja noch. Der lebt noch, John Lennon, ja. John Lennon war es. Lennon. Fast das Gleiche. Sollen wir mal auf unsere Tops und Flops umfloppen? Das kann man machen, ja. Das war einmal was. Rich, du kennst unsere Tops und Flops, oder? Ich erinnere mich dunkel. Du musst uns ein Highlight aus dem Film nennen, das dein absolutes Highlight war und das, wo du an dem Film ankreiden darfst, weil es dich nervt. Das möchte der Corby so haben und wir kommen leider nicht raus. Nein. Okay, machst du ein Highlight oder dürfen es 2 sein? Die haben es 2. Der Corby ist nicht dabei, also wo kein Richter, da kein Henker. Ich habe auch 2, dann machen wir es ja so. Ja, also mein Highlight ist die erste Probe, wo der Brody halt auf der Gitarre relativ runterlädt und sogar nicht so gut spielen kann, weil man damit nicht rechnet, weil man die ganze Zeit denkt, wenn der jetzt in seinem Element ist und jetzt eine Band und so, wird der mega gut spielen und dann spielt er halt cool Scheiße. Das habe ich sehr gut gefunden. Und mein zweites Highlight, das habe ich schon vorher gesagt, ist die Punch and Stench CD, weil die habe ich mich wirklich gefreut. Ja, und mein, was mir am wenigsten gefallen hat, habe ich vorher auch gesagt, war diese für mich zu lächerliche Verquickung von Sextoys und Splatter. Gut. Dann Mike. Jetzt pass auf, was ich vorhin schon gesagt habe, mein Flop, also ich habe nicht viel Flops, also ich habe mir das jetzt gerade so abgerungen, weil das wirklich das Einzige ist, wo ich sage, okay, so dazwischen kann der vielleicht noch ein wenig mehr Splatter haben, das war vielleicht noch so eine Sache,
aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau, weil er da schon viel so Coming-of-Age-Geschichten dann drin hat und so. Dazwischen war noch ein wenig eine Sauerei noch nicht schlecht gewesen, hätte jetzt ich gesagt. Und zwei Leute, oder? Was? Ein, zwei Leute will ich nicht dazwischen einschieben. Ja, so random ein paar, weißt du, wenn ein paar so besessen rumlaufen und irgendein paar annaschen, ein bisschen was runterbeißen oder so. Wir verstehen uns. Ich verstehe, was du meinst, ja. So was Unnötiges wie bei So 4. Mit dem Nagel, mit dem Bolzenapparat, wenn sie es dann den Tatort sichern und er putzt das Ding und schießt davon und der andere tust dich einfach durch den Hals durch. Ja, das ist also gut. Das völlig unnötig, aber schön, dass da ist. Das holt Mikey bei Laune, sowas. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Da haben wir doch vor Zeit live über einen Film geredet, wo wir gesagt haben, da war so völlig unnötiger. Ja, Thanksgiving. Thanksgiving, der Tod, wo dem einer der Kopf aufgespießt wird vor dem Schiff. Ach ja, genau. Völlig unnötig, aber schön, dass er dabei war. Das war der coolste Kill vom Film. Das stimmt, ja. Das stimmt. Hast du den gesehen, Richie, an Thanksgiving? Ja, habe ich gesehen. Gar nicht so lange her. Schon spaßig, oder? Sag's. Ja, mir hat auch gefallen. Ja, durchaus. Die ärgsten war aber trotzdem, finde ich, die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten da. Das war Wahnsinn. Stark. Ja, der stärkste Part vom Film. Aber generell, ja, war gut. Schön. Eli Roth kann doch einmal gute Filme machen. Seit Hostel. Seit Hostel 2 der Beste. Jo, das stimmt. Ja, auf alle Fälle. Highlights habe ich 2. Und zwar, wenn dieser Typ, der diese Seiten sucht, den einer Handlanger enthaupten lässt. Und dann scheißt er die anderen 2 Typen zusammen und sagt, hey, alter Schwede, das geht ja so nicht, legt mir nichts mehr was unter. Ja. Und dann heißt er, macht es nochmal. Und dann legen sie eine Plane unter und hauen ihm den Kopf noch mehr runter. Da habe ich sehr viel lachen müssen. Und so geil schlecht langsam. Ja, voll gut. Uns blutet der Teppich schon voll versaut, aber sie müssen jetzt eine Plane unterlegen. Und wenn dann vor allem, wenn er sich dann, ja, so macht man das. Und dann kommt doch von unten die Frau auf, die ihm gerade am bloßt. Die dann drückt das wieder so geil oben und wenn es am Fernseher nicht laut hast, dann hörst du es dann, wie es so oben drückt und hörst du so. Da denkt ja, die Geräusche hat es jetzt noch braucht, dass wir die noch mit einfügen. Genau. Und was ich auch noch sehr geil fand, das ist eben noch dieser Sextoy-Szene, wenn dieser Cousin reinkommt und er schneidet dem random einen Kopf ab, so Bad Taste-mäßig, da wo dann wirklich der Kopf so ab dem Mund weg ist und dann noch die Hände so, wo es die Hände noch so sext und dann sagt er, hey, der andere sagt, ja, der war nicht infiziert. Jo, der ist reingekommen und hat irgendwas ganz Seltsames von Satan gesagt und so. Ja, also dem hat auf jeden gehört? Fall einen Kopf runterschneiden müssen. Das war sehr cool. Das waren meine 2 absoluten Highlights. Super geiler Witz, ja, da habe ich auch viel lachen müssen. Conny, wie schaut's aus? Ja, ich fange auch mit meinem Flop an und da wir ja was raussuchen müssen, nehme ich das, was ich vorher schon mal erwähnt habe, dieses minimal eingesetzte CGI. Das muss ich halt dann einfach sagen, weil was anderes kann ja an dem Film nicht schlecht heißen und selbst das CGI ist immer noch gut genug, dass du dich nicht beschweren kannst. Aber sonst geht mir der Korbi wieder auf die Nüsse. Und ja, da haben wir alle 2 Highlights, nehme ich auch 2 Highlights, dann nehme ich einmal, ja, da ist halt dann mein 12-jähriges Ich schmatzt, da spricht da aus mir auch der Witz von vorhin, den ich schon gesagt habe, weil er mein Dildo einfach im Mund einsteckt. Das war das Gleiche, aber weil ich halt das Gleiche dort hat wahrscheinlich, wenn mir Dinge von da sitzt, sofort, da ich sagen, hey Mike, und hat dann ins Gesicht einfach, du sagst, nicht das Ding von meiner Mama, was soll das? Aber das machst du mit dem Finger die ganze Zeit, das Leid, wenn sie einen Pickel haben, auf die Pickel umeinander druckst und so, du bist von Haus aus ein schlechter Mensch. Warum sollte die auf deinen Pickel umeinander drucken? Das machst du immer, wenn Leute Pickel auf der Stirn haben, dann druckst du immer voll hin. Du bist da, okay. Na, du bist. Nicht okay. ich, du. Ich hab das nicht gewusst, aber anscheinend habe ich Aussetzer und mach das. Ja, anscheinend. Sind dann wenigstens gescheit ausdruckt, dass dann weggehen dann noch? Nein, du druckst gerade einmal so hin, dass es weh tut. Ach so, ja, gut, das hört sich eher nicht. Ausdrucken tust das nicht, aber okay. Ja, okay, ich hab jetzt gemeint, ich druck dir am Kopf dann die Pickel aus. Wann war denn das in Gottes? Wir sind zwar befreundet, aber nicht so gut. Irgendwo ist eine Grenze. Um den Bugel, da ist man noch eingelassen, aber nicht auf den schwierigen Kopf. Das macht man an deinem Geburtstag. Da schmerzt man dann nochmal, ja. Und mein zweites Highlight ist dann, wenn es alle umeinander rennen und Blut kotzen, die kleine Szene, wenn sie einen Kinderwagen vorbeischiebt und dann aus dem Kinderwagen auch so das Blut rausgekotzt wird. Da habe ich auch lachen müssen. Das ist so ähnlich wie der Witz. Gut, das ist zwar wesentlich krasser bei Dead Note 2, wenn der Kinderwagen wegbombt wird. Aber das ist einfach so, finde ich, das ist so wie vorher mit den zufälligen Tode, die irgendwo sind, wenn einfach irgendwas mit einem Kind nur in einem Kinderwagen ist, da muss ich lachen. Und ja, das sind meine 2 Highlights dann. Aber im Prinzip sage ich ja alles, was ich gesagt habe, der Film strotzt nur so Highlights, er macht in meinen Augen so unglaublich viel Spaß.
Aber wenn er beim Triple Threat nicht ganz überzeugt, weil wir haben ja zwar, Mike, haben wir mit Titten? Ja, in der Traum-Metal-Szene. Yeah. Ja. Und auch noch die von der Kimberly Crossman. Richie, haben wir mir Trompeten entblößte? Ja. Schau her, haben wir schon 2 Tees, aber wie schaut es mit einem toten Tier aus? Ich habe nichts gesehen. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Wüsste ich auch nicht. Also naja, 2 von 3 Tees. Der Schnitt ist super. Ich wollte gerade sagen, er spielt auf alle Fälle im oberen Bereich mit. Bei Deathgasm 2, Gormageddon, hoffen wir dann, dass vielleicht, was heißt hoffen wir, das 3. T ist eigentlich immer das Kreisligste. Ich weiß gar nicht, warum wir das eingefügt haben. Ja, weil wir gesagt haben, das ist ja vielleicht schon eine Warnung oder dann auch für jemanden, der das gern sagt, eine Empfehlung. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. So jemand, der das gern sagt, der soll uns gar nicht anhören. Wir sehen die Leute, die sagen, ja gut, jetzt schaut jetzt bei uns die Diskussion über Bodymelt, da wo es dieses Ding wegschießen, dieses Känguru so random, wo du sagst, das war ja super lustig. Was war der Film ohne die Känguru-Explosionsszene? Ja, aber beim Holocaust fressen sie auch die Schildkröte. Ja, im Off. Da sind die Sachen erst im Off gegessen worden, also bitte. Na gut. Nein, aber ja, sehr gut. Ich bin absoluter Fan von Deathgasm. Ich liebe diesen Film, der macht unglaublich Spaß und mir persönlich versetzt er sehr viel in meine Jugend zurück. Ja. Habt ihr beim 2. Teil bei der Crowdfunding-Kampagne mitgemacht? Männer? Nein, da habe ich bin nicht so der Crowdfunder. Also. Ich auch nicht. Das ist doch gelungen. Du hast doch locker schon 5.000 Euro irgendwo in Crowdfunding einballert. Ja, nur Nittenbach allerweil. Also, bei dem Rigor Mortis oder wie der Film kostet, hast du damit gecrowdfundet. Rigor Mortis? Ja, das ist schon 100 Jahre her. Und bei irgendwelchen Figuren hast du damit mitgecrowdfundet. Du möchtest dich da jetzt wieder aus der Affäre ziehen. Nein. Was redest du? Habe ich alles auf WhatsApp, schwarz auf weiß. Ich schick's dir durch, Richie. Ja, was ich gemacht habe, bei dieser Search of Darkness Film, habe ich halt immer vorbestellt. Das habe ich auch. Ja, es ist so indirekt Crowdfunding. Du kaufst den halt schon, bevor sie ihn noch gemacht haben, den Film. Genau, im Endeffekt. Da kommt doch jetzt von denen irgendwie noch mehr eine neue Doku über The Thing, oder? Nein, nicht nur über einen. 90er Jahre. Genau. Irgendwas habe ich das letzte Mal auf der Instagram-Seite gesehen, von in Search of Darkness, die haben ja eine eigene Seite und da haben sie irgendeine Doku über The Thing, jetzt habe ich es aber nur mehr im Kopf, jetzt hätte ich gemeint, das ist auch von denen, ich mache eine eigene Doku für den Ich glaube es nicht, weil das Einzige, was ich weiß, ist eben jetzt, wie der Richie schon sagt, die 90er und sie wollten noch was machen über italienisches Horrorkino. Okay. Aber die haben sie einen Science-Fiction-Film auch gemacht? Genau, und Actionfilm auch. Actionfilm, die habe ich auch gesehen, ja. Die habe ich auch gesehen. Die sind gute Dinge, die Dokus, also die sind wirklich sehr gut. Auf jeden Fall. Und wo ich auch noch hin und wieder so mit crowdgefoundet habe, das waren die so Freitag der 13. Fanfilme, da wo teilweise auch Darsteller aus den alten Filmen dabei sind, der Roseblood, meine ich, heißt er, oder Never Hike Alone oder Never Hike Alone in the Snow oder so, das waren ziemlich coole Fanfilme und da habe ich auch ein paar Euro springen lassen. Aber jetzt mittlerweile kannst du die Scheiße nicht mehr machen, weil es dir zu viel Zoll zahlst, Freunde, das ist, so ist der Tod. Ja, die Zollerei, das ist einfach nicht schön. Okay, wer nimmt denn bitte 6 Euro, nur weil der Postbote einmal vom Auto aussteigen muss? Die Post ist doch behindert. Also die 6 Euro sind eine Frechheit. Da krieg ich auch beim Vogel. Wenn es schon was ich, stellen wir doch unsere Shirts da bei Gatter gab, so Fried Racks, und dann hast du unten 25 Euro Zoll und 6 Euro Auslagegebühr. Wo ist Auslagegebühr? Dafür, dass du ins Auto steigst. Nächstes Mal sage ich, bleib sitzen, ich hol's mir selber, der Trottel. Dafür zahle ich die 6 Euro nicht. Stimmt. Grätschen raus vom Auto. Ja, nein, es macht auf alle Fälle immer weniger Spaß, das stimmt. Ja. Aber die Shirts sind so schön, ich kann da nicht nein sagen. Ja, aber mein Kosten geht ja schon über. Aber wenn du fürs Produkt mittlerweile, oder für den Versand mehr zahlst wie fürs Produkt, dann irgendwo ist es gar. Jetzt mit diese Hand da, das gehen halt bei A24, da wo du für die Hand, ich weiß nicht, $130 zahlst und dann zahlst du aber nochmal Versand, ich glaube auch nochmal $80 oder so. Also für Freunde, oder? Ja. Auf der A24-Seite, also das ist irgendwo ist es gar. Bei den Gatter gab's, oder halt bei den Shirtbestellungen, dann ist es immer recht gut, wenn man wirklich zu zweit oder zu dritt mindestens bestellt, weil dann ist es so, dass jeder nochmal für Versand und Zoll so viel zahlt, als hätte sich ein weiteres Shirt gekauft. Genau so schaut's aus. Das ist immer so auch schön. Da ist jetzt einfach nur mal ein Shirt weniger, das nicht im Regal liegt, aber ich hab dafür gezahlt. Tolle Wurst. Deswegen kauft sich Shirts für die Platzsack gegen Zombies. Die sind günstiger. Ja, das stimmt, die sind günstig und schön.
Die sind günstig und schön. Richie, wie schaut denn allgemein aus? Hast du irgendwas die Leute noch zum Verzeihen? Wo steht bei euch in der nächsten Zeit so, hat es wieder mal im Studio oder konzerttechnisch, wo schluckt es die nächste Zeit überall auf? Also jetzt, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich schon zu spät, wenn der Podcast jetzt rauskommt, spielen wir jetzt noch diese 3 Shows, Nürnberg, Wuppertal und München. Dann spielen wir im Mai in Coesfeld auf dem Punk in den Mai Festival und am WGT spielen wir, am Mighty Sound spielen wir. Weihnachtskonzert haben wir dann auch wieder Ende des Jahres in Wien. Dazwischen werden wir irgendwann einmal ins Studio gehen und zumindest einmal an einer neuen Single arbeiten. Wir haben jetzt gerade vor kurzem, waren wir im Studio und haben für einen The Bates Tribute Sampler einen Song von den Bates gecovert. Der kommt auch, glaube ich, jetzt dieses Jahr noch raus. Ja. Also so, geht dahin. Ist das fleißiger auf alle Fälle? Auf alle Fälle. Das ist gut. Das ist Versorgt gut. uns noch mit Musi. Ja. Aber es müsste öfter so in unsere Richtung zum Spielen kommen. Ein bisschen mehr Silo, ein bisschen mehr Backstage. Ihr seid sowieso weit fort. Das kann ich aber nicht davon. Naja, jetzt waren wir aber innerhalb von einem halben Jahr waren wir jetzt zweimal bei euch. Ja. Ja, aber das Ding, unser Boogaloo haben sie uns ja wegreißen müssen, die Vollarschlöcher, weil das war super Borzen. Das nervt. Ich finde zwar Silo auch geil, aber das Boogaloo, dann hätten wir nämlich 3 Locations. Ich habe gesagt, kommt in Silo, Boogaloo und dann noch Backstage. Das Silo ist unfassbar. Wenn du bei Tageslicht hinfährst, dann meinst, da ist nichts mehr. Das ist so zusammengerostet, das Ding. Es schaut dann erst wieder geil aus, wenn es dunkel ist und das Licht da ist und sagst, ja, genau, da kannst du was abspulen da drin. Aber wenn du da bei Tageslicht herausstehst und wartest auf einen Kahn, der ewig nicht zurückkommt, dann denkst du, leck mich am Arsch. Du weißt, dass es ein harter Samstag war. Das war harter Samstag. Also lass mich bitte in Ruhe. Du bist ja schon besuchen gekommen, das war das Beste. Wir haben unsere 200. Folge an dem Tag aufgenommen, das haben wir feiern müssen. Da hast du mit Abwesenheit geglänzt. Also bitte, schweig still. Gott sei Dank. Schweig still. Aber ich finde Silo geil und war ein geiles Festel. Also ich bin nicht wirklich in meiner Pisse gelegen, für alle, die jetzt so droh sind. Es wird jetzt aufgeklärt, ich bin nicht in meiner Pisse gelegen. Das behauptet jetzt. Ich kenne Zeugen, die behaupten das Gegenteil. Was? Lügenpresse. Ich habe da extra ein Shirt, eine CD und einen Button abgekauft, damit du es gar nicht verzeihst. Also bitte. Das hat nicht geklappt. Falls mir so in den Rücken. Unglaublich. Ich würde sagen, wir sind soweit durch, oder? Ja. Oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt zu Deathgasm? Deathgasm! Schön, Mike. Na, das ist mein Job. Dann, das ist wirklich der Job, das Chip ist da. Ja. Und jetzt suchen wir Autopsie. Genau. Dann sagen wir, Richie, geil, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank. Jo, merci. Beim nächsten Mal darfst du wieder selber einen Film aussuchen. Den der Conny aussucht. Genau. Vorab. Mir ist gar nicht so vorgekommen, als ich das ausgesucht habe, aber das ist normal bei mir. Ich bin immer so ein bisschen fordernd. Ja, deswegen ist der gar nicht so leicht auszukommen. Ja, du musst einfach nur tun, was ich sage. Genau, dann läuft's. Dann läuft das echt. Also, ab und zu kriegst du mal eine Rückhand. Mike, schön, dass du dabei warst. Jo, gern. Hat mich gefreut. Immer gern. Schön für alle, die zugehört haben. Und schaut euch Deathgasm an. Schaut euch Deathgasm 2 an, wenn er kommt, weil wir müssen einen 3. Teil auch noch kriegen. Und zum Richie sage ich, wir sehen uns dann am 27. im Backstage. Cool, ich freue mich wahnsinnig. Ja, ich habe auch richtig Bock drauf. Und diesmal vergiss ich das Shirt nicht. Ja, bitte. Und ihr da draußen da, schaut bei die Platzsack gegen Zombies an mir vorbei, überall wo man Apps liken kann, da schaut bei uns vorbei und bei die Platzsack gegen Zombies. Jetzt sich eine Museo, die ist gut zum Tanzen und zum Sinnieren, zum Lesen, zum Laufen, da kann man eigentlich alles dabei, der Musik. Das stimmt, ja. Zum Laufen habe ich auch schon öfter drin gehabt. Passt. Ansonsten, Mike? Muss ich es wirklich sagen. Ja, freilich musstest du sagen. Schön, dass ihr wieder dabei wart beim besten Podcast der Welt. Nicht von Hexensword. Ja. Von Deathgasm. Also, servus und Habitäre. Bis zum nächsten Mal. Jetzt noch einen Boden hingerotzt. Hey Ladies. Ciao, für dich. Servus. Servus.